Ja, willkommen beim Cola Podcast. Was ich heute so ein bisschen ansprechen will, für die das jetzt werden schauen oder nachträglich, ist so ein bisschen Ideen sammeln oder die Gedanken sammeln und die in eine ganze Folge verpacken, wenn es ums Thema geht, was man mit Alben soll machen in dem Streaming-Zeitalter, wo wir uns jetzt gerade befinden, oder wo auch zukünftig noch so anlaufen wird. Und wie vorher schon gesagt, so eine DM-Frage, wenn es dann um Alben geht, oder so Fragen komme ich oft über, wenn es dann so darum geht, dass ich auch generell gefragt werde, hey, lohnt sich das überhaupt noch, heutzutage ein Album zu machen oder nicht? Was ist so meine Meinung dazu? Oder soll man irgendwie nur mit Songs arbeiten, Song by Song, und auf Alben ganz verzichten oder so? Das sind jetzt nicht irgendwie, ich befürworte nicht weder das eine oder das andere. Soll jetzt auch nichts heissen, darum habe ich auch den Titel so bewusst so gewählt, Alben im Streaming-Zeitalter, weil das ist nicht eine Entweder-oder-Frage oder Antwort. Wenn zum Beispiel Leute auf mich zukommen und sagen, hey, ich weiss nicht, ob ich soll nur Single by Single schaffen, also Track by Track releasen, oder ob ich das in ein grösseres Projekt soll tun und vielleicht einmal ein Album machen, bedeutet das für mich so die einfache Antwort, die simple Antwort, wo wir aber in dieser Episode jetzt auch vertiefen können, bedeutet das nicht, dass wenn du dich entscheidest am Anfang für so einen Track-by-Track-Pfad, wo du nur einen Song nach dem anderen releasest, heisst das nicht, dass jetzt plötzlich aus irgendeinem Grund in diesem Jahr oder in den nächsten Jahren Alben releasen keinen Sinn mehr macht. So. Die Relevanz, ich sag's mal so, oder eher aus der Industrie, aus der Seite von der Industrie, die Relevanz von Alben per se würde ich jetzt nicht bestätigen, dass das, oder nicht können bestätigen, dass es abgenommen hat, denke ich. Ich verstehe aber, woher die Frage oftmals kommt, wenn Leute sagen, hey, ich glaube, es lohnt sich nur noch Songs zu machen, Alex, was haltest du davon? Ich verstehe, woher das kommt, weil, wenn man heute, also Stand jetzt, auf die Streaming-Plattformen geht, oftmals halt nur einzelne Songs sieht oder irgendwie Playlists am Hören ist, wo halt einzelne Songs drin sind. Der Jaro ist auch da, der Samp auch noch. Jungs und Mädels, die das jetzt noch sehen, für all die auch ein bisschen Input bringen in den Chat. So. Es geht darum, Alben im Streaming-Zeitalter. Ob die Relevanz von einem Album, wenn sich das lohnt, das Album überhaupt zu bringen, zu welchem Zeitpunkt. Und so der Unterschied, wie man fahren könnte, wenn man jetzt einfach Song by Song macht oder halt auch grössere Albenprojekte macht. Die Folge ist aber eher, oder die Episode ist eher ein bisschen gefreestylt, darum habe ich jetzt auch nicht irgendein grosses Skript vorbereitet. Wenn euch irgendetwas zu dem einfällt, zu dem Thema, so bringt das alles auch sehr, sehr gerne in den Chat, dann kann ich auch ein bisschen darauf eingehen, was ihr haltet davon, dass man, ob man Alben soll bringen heutzutage, oder ob man doch eher Song by Song soll schaffen. Und ich halte, wie gesagt, ich das bewusst offen, weil das ist nicht eine Entweder-oder-Frage oder Antwort, das ist auch nicht abschliessende Sache, dass man kann heute regeln sozusagen mit so einer Episode, ja, okay, confirmed, es macht keinen Sinn mehr, Alben zu releasen oder so, überhaupt nicht, weil Albumkonsum, eben wie ich das vorher ein bisschen erklären, in einem Streaming-Kontext ist immer noch da und immer noch präsent. Ich verstehe aber, die Frage kommt halt oft von Newcomer oder komplett neuen Leuten, die anfangen und vielleicht auch mal auf den Podcast stoßen oder sich irgendwann mal die Frage stellen, ja gut, ich habe jetzt da 4, 5, 6, 7 Songs, soll ich die jetzt alle einzeln rausbringen oder soll ich ein grösseres Projekt machen, weil ich auch nicht so recht weiss, ob die Hörer überhaupt Bock haben auf ein grösseres Projekt von mir. Und dort drinnen steckt dann eher die Antwort, anstatt
sich generell zu fragen, ob sich ein Album heutzutage lohnt oder nicht, weil das ist nicht die richtige Frage. Ob sich etwas lohnt oder nicht, oder ob das jetzt dann plötzlich vorbei ist, das ist auch faktisch gar nicht der Fall, weil es auch auf den Streaming-Plattformen noch sehr, sehr viel gesunde Albumkonsumation gibt. Was man sich aber anschauen muss, ist, wenn man sich jetzt die Frage würde stellen, der Rick ist auch noch da, 88, willkommen beim Collab-Podcast, für die jetzt nachträglich eingeschaltet hat. Was man sich aber müsste jetzt stellen, oder immer dann, wenn ihr jetzt auf die Frage kommt, ja gut, lohnt sich für mich ein Album, jetzt in dem Moment, wo man gerade drinnen steckt, in seinem Pfad, muss man als Künstler oder Künstlerin, muss man halt immer ein bisschen überlegen, wo ist man gerade auf dieser Route oder auf dem, nennen wir es jetzt, Karrierepfad so, wo steckt man dort gerade als Künstler oder Künstlerin und wie viel kannst du den Hörer oder deinen Die-Hard-Supporter, deinen Unterstützer und deinen Fans zumuten. Weil, wie gesagt, dort stecken dann eher die Antworten drin, anstatt einfach zu sagen, ich habe da gehört von meinen Homies, es lässt niemand mehr Alben, so das naive Ding, wo dann oftmals vorkommt, ist so, ich habe gehört von meinen Freunden, es lässt niemand mehr Alben, darum release ich jetzt nie mehr ein Album. Das liegt weder an mir, das noch zu beantworten, oder in dieser Episode da vollständig können zu beantworten, weil, wie gesagt, es gibt halt sehr individuell, gibt's halt Themen auch in der Schweiz, egal in welchem Genre man schaut, wo halt teilweise stärker auf der Albumseite performen und nachher gibt's Leute, die halt stärker mit einzelnen Songs performen und ich sage jetzt mal pragmatisch, für ganz neue Leute, für Newcomer und Newcomerinnen, die sich das oftmals fragen, ja gut, ist es vielleicht nicht echt zu früh, ein Album zu bringen, oder wann, zu welchem Zeitpunkt soll ich ein Projekt bringen. Dort muss man schon ein bisschen, so ein bisschen das Konsumentenverständnis reinholen in das, oder die Sicht, die Perspektive der Konsumenten verstehen, dass ich sage mal einfach, die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, dass wenn man jetzt bis jetzt 2 Songs released hat, man ist ganz frisch, hat vorher noch nie etwas öffentlich released, offiziell auf den Streaming-Plattformen, und hat 1-2 Songs erst und ist sich noch am Aufbauen, ist vielleicht irgendwo einfach als Referenzbeispiel bei, sagen wir, 300, 400 Monthly Listeners, und man beschließt danach, nach diesen 2-3 Songs, gerade ein Album zu droppen mit 10 Tracks, muss man einfach hätte ich einfach die starke Vermutung, dass man gar noch nicht so eine genug grosse Basis aufgebaut hat, eine Fanbasis oder einen Boden sozusagen, dass du so viele Die-Hard-Leute würdest finden, die das Album auch tatsächlich konsumieren wollen. Und in so einem Fall, vor allem halt in der Anfangsphase, sage ich mal, würde es allenfalls schon Sinn machen, dass man eher sagt, okay, man macht Song by Song, also so ein bisschen Track nach Track Release, macht man erst mal weiter und dann tastet man sich langsam an das an, dass man seine Konsumenten oder Hörer und Hörerinnen da draussen wie so ein bisschen tut, ja, es tönt immer so doof, wenn man das aus Marketing-Sicht sagt, dass man sie tut ein bisschen erziehen in die Richtung, dass man halt eher auch sagt, hey, man ist aber auch ein Künstler, der ganze Projekte, also grössere Projekte präsentieren und dann tut man sich langsam dort anarbeiten. Aber wenn du jetzt halt vorher noch nie etwas released hast, ich zeige jetzt einfach mal den Unterschied auf oder die Parallelen, wenn du komplett noch nie etwas released hast und du bringst halt ein Album, gerade von 0 auf 100, würdest halt gerade ein 10-11-Track-Album oder lass es 8 Tracks sein, wenn es ein bisschen kürzer wird sein, bringst gerade ein Album raus und du hast noch nicht eine richtige Basis an Leuten, kann man das auf jeden Fall machen und das wäre auch nicht ein falscher Ansatz. Darum gibt's dort auch nicht, darum würde ich jetzt die Episode auch nicht nutzen, um zu sagen, übrigens, Alben sind gestorben oder so, überhaupt nicht.
darum sage ich, es ist kein falscher Ansatz, aber man muss sich nicht wundern auf der Konsumentenseite, wenn nicht gerade alle auf die 8 Tracks sofort draufspringen, sondern sich vielleicht eher einfach automatisch einen rauspicken, wo sie am geilsten finden, weil du dir das gar noch nicht erarbeitet hast, dass sie dir so viel Zeit geben von ihnen oder so viel Aufmerksamkeit, dass sie 8 Songs von dir hören, halt in einem Zeitraum von den nächsten paar Wochen. Verstehen ihr ein bisschen, auf was ich raus will? Für die da jetzt nachträglich dazugekommen sind, willkommen. Wir reden heute einfach so ein bisschen Freestyle über die Relevanz von einem Album, von einem grösseren Albumprojekt in dem Streaming-Zeitalter. Darum bringe ich sehr, sehr gerne neue Inputs, dann kann ich auch ein bisschen auf das eingehen. Das ist wie gesagt auch ein bisschen offene Diskussion. Da geht es jetzt nicht darum, Theorien aufzustellen, wieso es keinen Sinn mehr macht, Alben-Releases zu bringen, weil das ist faktisch, stimmt das halt einfach nicht, dass obwohl Streaming das stimmt schon, wenn man sagt, es ist sehr track-heavy, also es ist sehr fokussiert auf einzelne Tracks, wegen diesen Playlist-Welten, die da erschaffen worden sind, bedeutet das aber nicht, dass man als Künstler oder Künstlerin nicht auch einen Kosmos erschaffen kann für sich selber, wo es eher um ganze Albenprojekte geht, wo man den Fans oder den Hörern da raus zeigt. Der Jaro schreibt da, findet, dass man zuerst so ein paar Singles rausbringt, bevor man direkt ein grosses Projekt wie ein Album droppt. Genau, Jaro, auf das, was ich ergänzt ein bisschen das, was ich vorher am sagen wollte. Genau, das aus Musikmarketing-Sicht kann ich mir das amix einfach so erklären, dass ich das nicht erstaunlich finde, dass, wenn man allenfalls zu früh ein grösseres Projekt rausbringt, dann kann man das, wie gesagt, machen, wenn das der Wunsch ist von jemandem und man will sich dort aufbauen und etwas Nachhaltiges erschaffen. Aber man darf dann einfach nicht den Denkfehler machen oder enttäuscht sein, wenn man in den ersten 2, 3, 4, 5 Wochen nicht gerade sofort sieht, dass all die Hörer oder sagen wir eine Basis von 200, 300 Hörern, die man jetzt hätte am Anfang, dass die gerade sofort auf alle Tracks aufspringen, weil das kann man den wenigsten Fans zumuten, gerade von Anfang an, sage ich einfach mal. Und darum, wegen dem, versteht ihr vielleicht ein bisschen oder könnt ihr ein bisschen besser nachvollziehen, wieso die meisten, sage ich jetzt einmal, die meisten Artist-Profile, die ich sehe in der Schweiz, auch auf kleinerer Basis, gehen halt oftmals den Weg halt eher durch einzelne Tracks releasen, erstmal, bis du dir einen Boden aufbaust, weil man sich das aber auch traditionell von der Musikindustrie ein bisschen abgeschaut hat, dass halt Deutschland oftmals, man kann sich jetzt darüber streiten, wie langweilig das ist oder nicht so, dass es halt sehr durchschaubar langsam wird, dass du halt einen normalen Rollout machst, indem du 2, 3 Songs irgendwie bringst, auskoppelst und dann schaust du zuerst einmal, okay, funktioniert einer von diesen Songs, funktioniert keiner von diesen 2, 3 Songs, release halt mehr Songs, bis einer vielleicht irgendwann einmal ein bisschen grösser wird aus dem Katalog und dann könnte man halt darüber nachdenken, ein grösseres Projekt zu bringen. Wie gesagt, es gibt dort nicht so einheitliche Regeln, wie man das machen kann. Es führen sehr, sehr viel Weg zu einer grösseren, sage ich mal, Albumpräsenz. Es gibt da viele strategische Punkte, wie man das jetzt angehen kann. Der normalste Weg, den man halt jetzt sieht, oder ich sage mal der langweiligste oder uninspirierteste Weg, wo man halt oftmals sieht in der Schweiz, ist, dass man halt einfach mal Tracks ausprobiert am Anfang und nachher irgendwann wagt man sich an ein grösseres Albumprojekt. Ich respektiere es aber auch, und das habe ich auch schon gesehen, das sind aber eher Einzelfälle, die ich gesehen habe. Ich weiss nicht, ob ihr da draussen vielleicht auch andere Beispiele gesehen habt. Ich habe es auch schon gesehen, dass Newcomer, die komplett eben noch bei 200 monthly Listeners sind, also noch ganz, ganz klein, auch für Schweizer Verhältnis, schon mit grösseren EP-Projekten, also so 5, 6, 7 Track-Dinger, schon angefangen haben und erst dann im Nachhinein Musikvideos bringen und halt eher gegen den Schluss. Zudem habe ich halt auch ein bisschen Episoden, wo die das reingeht,
wie man jetzt so ein Release halt würde präsentieren, sage ich mal, oder kommunizieren. Und ich sage mal, wenn man den Wunsch hätte, spontan fällt mir jetzt da einfach dazu ein, wenn man den Wunsch hätte und schon von Anfang an mit grösseren Projekten um die Ecke wird kommen, ohne dass man das spielen wird, ja, ein Song nach dem anderen, weil ich würde eher so eine ganze Welt erschaffen, wo die Leute so eintauchen könnten, wenn sie Bock drauf haben. Wenn man eher den Weg würde fahren, dann muss man einfach seine Erwartungen realistisch anpassen und entsprechend auch seinen Kommunikationsplan richtig anpassen, hindurch. Dass wir dann einfach nicht vergessen, dass als Beispiel, wenn man jetzt vorher noch nie eine grosse Fanbasis gehabt hat und man startet halt gerade mit einem 6-Track-Projekt, sage ich mal, und man hat vorher noch nicht gross etwas ausgekoppelt, sondern man startet halt einfach mit dem. Das gibt's halt auch, dass man irgendwie eben 1-2 Tracks bringt und nachher kommt gerade ein grösseres Projekt, dass man dann einfach muss verstehen, dass das grössere Projekt wie so ein bisschen langfristiger muss angeschaut werden als nur 2-3 Wochen. Es gibt wie so keine falschen Ansätze dort, aber man kann sicher sagen, dass wenn du jetzt nach dem, sage ich mal, 5-6 Track-Projekt sofort 3 Wochen später noch mehr Tracks bringst, dann muss man sich halt natürlich auch nicht wundern, dass sich die Hörer nicht an so ein grosses Projekt können langsam daran gewöhnen können. Weil, wie ich das ab und zu da auf dem Podcast sage, es geht halt sehr, sehr lang, bis sich Leute an einen Song schon gewöhnen und dann geht es noch umso länger, bis du die Leute dazu bringen, sich an ein ganzes, grösseres Projekt irgendwie zu gewöhnen. Ob das jetzt ein Album ist oder ein EP, wo es mehr Tracks drauf hat. Der Jaro sagt dann nochmal zuerst eine Basis aufbauen mit ein paar Songs und EPs und nachher kann man sich überlegen, wegen Albumprojekt. Ja, eben wie gesagt, Jaro, oder für die das interessiert und sich die Frage auch schon gestellt hat, das, was der Jaro da gesagt hat im Chat, ist sowieso ein bisschen der Standardprozess, muss auch nicht für alle so funktionieren, sage ich mal, oder es ist jetzt nicht die Faustregel, wo sich alle dran halten sollten. Das ist jetzt einfach, wenn man mit relativ kleinem Risiko wird Sachen austesten, dann ist der Weg, wie das der Jaru da erklärt, sicher am effektivsten, dass man als erstes mal mit ein paar Songs sich aufbaut, testen kann und halt immer noch flexibel ist, ohne dass man sich gerade muss mega darauf einstellen, ich muss jetzt gerade ein Album machen mit 10-12 Tracks. Und das mit den EPs, da kann man sich halt auch darüber streiten, ob man jetzt halt nachher ein kleineres Projekt zuerst soll machen oder ob man gerade in einen Albummodus soll reingehen. Das wäre auch total fair, wie gesagt, eben, wenn man dann gerade nach 3-4 Tracks in einen Albummodus reingehen, auch als neuer Künstler oder Künstlerin. Das wäre total fair. Dann muss man aber einfach verstehen, dass das Album hindurch, dass es dort einen stabilen Kommunikationsplan gibt, der halt langfristig ist, der nachhaltig ist. Weil immer, wenn es um Streaming geht, oder bei dieser Thematik jetzt mit Alben im Streaming-Zeitalter, geht es heute einfach nicht mehr, dass man gross in dem, ich muss einfach in einer Release-Woche voll abgehen. Die Mentalität muss man langsam ein bisschen ausbalancieren in der Schweiz. Die muss nicht komplett aufhören, weil First Week Sales, sind immer noch wichtig bis zu einem gewissen Punkt. Aber ich sehe das noch zu oft, dass wenn es dann um Alben-Releases geht, egal auf welchem Level du bist, Newcomer oder halt auch ein bisschen etablierterer Künstler, sage ich mal so in einem unteren Mittelstand oder in einem Mittelstand irgendwo, dass man halt oftmals, dass es so trimmt, dass man sagt, man bringt nur ein Album raus, um halt irgendwie am Anfang schnell kurzfristig gross in den Charts stattzufinden. So, wenn man das jetzt schafft, wenn man genug Konsumenten da raus hat, die das supporten. Und dann verschwindet es auch gerade wieder. Und ich sage mal, in so einer Verbindung lohnt sich ein Album im Streaming nicht mehr so fest, wenn man in so einer Mentalität immer noch drinnen feststeckt. Weil ich verstehe auch, woher das kommt. Die so, ich schaue mir nur die erste Woche an, es muss mega abgehen in der ersten Woche und sonst ist es ein Flop.
tue ich das als Flop deklarieren. Das kommt halt, müsst ihr euch vorstellen, wie in den Kinos oder halt früher bei den CD-Verkäufen, dass man halt sich die erste Verkaufswoche ist halt nicht nur für die Charts extrem relevant gewesen, sondern halt auch, ich sage das Beispiel mit dem Kino, weil man hört dort auch sicher aus Amerika ab und zu oder hat vorher die News gehört, ja, Box Office Success oder es hat so und so viele Tickets verkauft. Der Kinofilm hat so und so viele Tickets verkauft in den ersten 3-4 Wochenenden oder in der ersten Woche, sagen wir jetzt einfach mal. Und die Kinos meistens oder die Kinopartner tun eben anhand von der Stärke von den ersten paar Wochen bestimmen, wie lange sie den Kinofilm überhaupt noch in ihren Kinos platziert lassen. Und ihr könnt euch vorstellen, früher, wo es noch viel physisch stärker war, auch in der Schweiz, haben die Händler das auch ein bisschen an dem ausgemacht, dass man halt geschaut hat, okay, man hat eine Bombe erste Woche und dann die Releases, die halt in der ersten Woche mega abgegangen sind, die haben halt auch einen längeren Platz genossen, sozusagen im Regal. Und jetzt muss ich gerade mal schnell schauen. Genau. Und wenn man das ein bisschen versteht, dann versteht man ein bisschen auch, woher die alte Mentalität kommt, sage ich jetzt einfach mal, die altbackene Mentalität. Nur der Jux ist, im Streaming funktioniert das tatsächlich nicht mehr so. Man kann sich schon darauf auslegen, dass wenn man ein Album rausbringt als Schweizer Künstler, dass man sagt, boah, ich schaue jetzt eben mega, dass es in der ersten Woche abgeht, aber Streaming ist halt ein Marathon, das ist kein Sprint. Es kann dir vielleicht schon bringen, dass du halt nachher in der ersten Woche einfach mega gestreamt wirst oder noch Verkäufe auslösen tust. Aber wenn du dann sofort runterfliegst und die Kurve in den Analytics sieht so aus, ein grosser Bogen am Anfang in den ersten paar Tagen und nachher geht es runter ins Nirvana, dann, wenn das eher immer so passiert, dann muss ich sagen, hat man das nicht so ganz verstanden, wie Streaming tatsächlich funktioniert. Weil im Streaming, wenn du jetzt ein Album rausbringst, als Newcomer, sage ich jetzt einfach mal, auch in der Schweiz ist das so, das Verhalten und die Mechanismen sind in der Schweiz genauso wie in anderen Ländern relativ gleich, dass wenn du ein Album rausbringst, dann kann man das auf jeden Fall machen und das ist auch sehr berechtigt, immer noch im Streaming-Zeitalter, aber man muss einfach mit der Länge arbeiten gegen Hindern. Man muss einfach ein bisschen verstehen im Kopf, dass das Album auch noch in 5-6 Monaten relevant sein und weiter streamen. Versteht ihr ein bisschen, was ich meine? Nachher mit dem Longtail, im Englischen nennt man das halt der Longtail in so einer Statistik, dass es halt nicht um den Sprint geht in den ersten 2-3 Wochen, was das Album machen könnte, sondern schaffst du es bei einem 10-Track-Album, sage ich jetzt einfach mal, oder bei einem 8-Track-Album oder bei einer kleineren EP, schaffst du es, dass die auch noch in 6, 7, 8 Monaten streamt. Dann ist man sicher auf dem richtigen Pfad. Weil wenn das nur alles sehr auf kurzfristige Sales trimmt ist und kurzfristige Verkäufe und dann interessiert es schon niemand mehr, kann man auch machen, aber dann wird man schnell mal erkennen, dass wenn man das dann immer so macht und immer zum nächsten Release geht, dann hat man schnell mal die Situation, wo jetzt Deutschland hat, und das ist dann eher eine grössere Problemstellung, die sie haben, dass sie so viel releasen und so schnell sozusagen die Tracks auswechseln und die Projekte auswechseln, dass die Konsumenten da aussen sich daran gewöhnen und nachher, nach 2 Wochen, dir schon in den Comments sagen, ey, wann kommt schon das Neue? Wann kommt der neue Song? Versteht ihr ein bisschen, was ich meine? Und das ist das Schlimmste. Also ich bin nicht selber Musiker jetzt im Moment in der Schweiz, aber ich kann mir vorstellen, das ist kein geiler Moment oder kein geiles Gefühl, wenn man jetzt lange Zeit im Studio verbracht hat, zum
5, 6, 7, 8 Tracks machen, was auch immer. Und dann bringt man ein grösseres Projekt raus und tut dort seine ganze Seele und sein ganzes Herz rein in das Projekt. Ist richtig am Schweissen und am Rennen für das Projekt. Nur, dass dann in 2 Wochen in den Comments siehst, ey, wann kommt das nächste Projekt? Und ich sage mal, die Diskussion kann man ein bisschen aushebeln, oder nicht aushebeln, aber dort geht es eben ein bisschen darum, wie man mit den Konsumenten umgeht, dass, ja, man soll sich natürlich auch nicht wundern, wenn ich jetzt, sage ich mal, ich muss da noch schnell schauen auf die Zeit, man muss sich nicht wundern, wenn man jetzt, in Amerika hat es das auch schon gegeben, gewisse Beispiele, und gewisse Schweizer machen das auch, Schweizer Künstler, dass du halt ein Projekt rausgibst und gerade sagst, irgendwie die Woche danach oder irgendwann 3, 4 Wochen später sagst, ja, aber ich schaffe schon an neue Musik. Und ich glaube, viele Künstler auch in der Schweiz verstehen gar nicht, was sie machen, wenn sie das sagen gegenüber ihren Konsumenten und Hörern da draussen. Weil umso früher du sozusagen nach einem Release sagst, ja, ich schaffe schon an neue Musik, ich bin immer die ganze Zeit im Studio, und das gegen aussen erzählst, umso früher tun sich auch die Konsumenten daran gewöhnen, dass sie sich in ihrem Kopf einfach unterschwellig erklären nachher, es kommen ja irgendwann mal neue Songs. Ich muss jetzt den Song nur so ein bisschen semi abfeiern, weil vielleicht kommt ja noch etwas Geileres. Weil wenn man halt immer mit dieser Einstellung kommuniziert, und darum, das passt halt sehr, meiner Meinung nach, sehr gut in den Kontext mit einem Album im Streaming. Weil der Denkfehler, der oftmals passiert ist, wenn man release das Album, man tut das extrem kurzfristig behandeln als Künstler. Vielleicht das höchste von den Gefühlen ist dann, dass man das einen Monat kommuniziert. Und das ist in der Schweiz, sage ich jetzt einmal, wirklich das höchste von den Gefühlen. Ich sehe nicht sehr, sehr viele Schweizer Künstler, die nicht irgendwie bei einem grösseren Label sind, wo ihnen das erklärt. Sehe ich jetzt nicht viele Newcomer und Newcomerinnen, die halt ihr grösseres Projekt länger kommunizieren als 4, 5 Wochen. Und dann muss man sich einfach nicht wundern, oder eben, das hat ein bisschen mit der Erwartungshaltung zu tun von den Leuten da draussen, aber auch als Künstler, wenn man halt nach 5 Wochen sein Projekt, an dem man so lange gearbeitet hat, auch als Künstler selber, wenn man das schon als alt betrachtet, und ich tue alt in Anführungs- und Schlusszeichen, weil um euch ein bisschen verstehen zu geben oder Signal zu geben, dass so etwas wie alt und neu existiert im Streaming nicht. Es existiert einfach, wie lange ein Song oder ein Album oder ein Projekt kann weiter gestreamt werden. Darum tut man sich wieso dort ein bisschen selber ins Bein schiessen, sage ich mal, wenn man in der Kommunikation nicht ganz aufpasst. Und nachher gegen aussen die ganze Zeit, eben nach 4, 5 Wochen, ignoriert man dann sein grösseres Projekt, tut das auf die Seite und sagt sich schon, macht euch keine Sorgen, es kommt dann noch mehr Material raus. Es kommt noch mehr Zeug. Und wenn man das die ganze Zeit repetiert und immer wieder macht, dann erzieht man halt irgendwann einmal einfach den Konsument. Darum meine ich die Verbindung mit Deutschland. Wenn man das beobachten will, was ich jetzt da gerade erkläre, dann muss man nur auf Deutschland schauen, was dort teilweise in den YouTube-Comments abgeht, dass halt Leute riesige Musikvideos machen und mega viel Zeit investieren in ein Projekt, aber weil sie so viel releasen, hat der Konsument wie so nach 2 Wochen schon die Schnauze voll. Das ist jetzt natürlich sehr extrem überspitzt in Deutschland, weil so weit sind wir in der Schweiz noch nicht. Aber ich sage einfach in dem Kontext mit dem Album im Streaming-Zeitalter, sage ich einfach mal, wenn man sich die Frage stellt, ob man das Album machen oder wenn man das Album machen, muss man sich einfach gut überlegen, wie man das kommuniziert und wie lange man das kommunizieren tut. Ich hoffe, man versteht ein bisschen, auf was ich raus will. Aber genau, für die das nachträglich auch noch werden sehen, auf dem Cola-Podcast, auf dem YouTube-Channel, kann ich sicher auch noch ein paar andere Episoden verlinken, die so ein bisschen in Verbindung stehen mit dem. Weil das ja nicht das erste Mal ist, wo wir so ein bisschen darüber reden, okay, was macht Sinn im Streaming, eher Alben oder soll man jetzt einzelne Tracks eher am Anfang pushen?
Der Jaro schreibt da noch genau, Kommunikation ist immer wichtig und die 1 Woche Promo und nachher Schweigen ist total wack. Wir merken nachher die Konsequenzen davon, wenn man nur 1 Woche das Produkt an den Kunden kommuniziert. Genau, der Jaro ist da natürlich jetzt schon businessmäßig unterwegs und nennt es halt wieso, dass das Produkt, also das Album oder das Projekt oder der Song, an Kunden, das heisst an Musikhörer da draussen zu kommunizieren. Und ich gehe da einig mit ihm, dass so 1 Woche Promophase, ja, ich sag mal eben, das hat früher funktioniert oder besser funktioniert. Heutzutage muss man wirklich verstehen und auch akzeptieren, auch in der Schweiz, dass das nicht mehr der Anspruch ist. Der Anspruch ist viel, viel höher. Ich sag mal, wenn ich so müsste den Zeitgeist ermitteln, was so eben Standardwert ist im Moment, sage ich, der Anspruch mit der Kommunikation von dem, was der Jaru da gesagt hat, wie lange wir nachher das größere Projekt oder das Album wir kommunizieren im Streaming, der Anspruch, sage ich mal, bei den meisten Independent-Künstler da draussen, auch bei Jungen, bei Newcomer, ist, sage ich mal so, man kann sich einigen auf 4-5 Wochen bei den meisten. Die meisten beobachten, wenn ich so Leute beobachte, wie sie kommunizieren, hören halt die meisten nach 4-5 Wochen auf. Und ich sage mal, wenn man zu den Besseren gehören oder dort will, eben, weil einen jetzt die Folge ein bisschen interessiert und man sich auch ein bisschen überlegt, hey, ich bin gerade in so einem Moment, wo ich überlege, ein Album zu bringen irgendwann einmal, dann sage ich einfach mal eher als Empfehlung oder Vorschlag, dass man besser fährt oder, sage ich mal, ein bisschen über dem Standard von der Schweiz kann arbeiten und den Anspruch mal ein bisschen ins Level upgraden kann, indem man halt sich einen Kommunikationsplan oder Kommunikation oder Promoplan bis zu, lass es 8-9 Wochen oder sogar noch mehr sein, nach Album-Release. Und selbst das, was ich jetzt da sage, mit diesen 8-9 Wochen, müsst ihr verstehen, ist sehr grosszügig, weil die internationalen Künstler haben schon lange verstanden, dass wenn du wirklich zu der Top-Liga gehören und das Album richtig willst platzieren im Streaming und das auch richtig willst, auswerten, dann damals immer so ein bisschen ausschlachtenmässig, aber halt in einem Business-Sinn willst du richtig an Mann und an die Frau bringen, dann muss man dort halt auch damit rechnen, dass noch nach 3, 4, 5 Monaten nach Album-Release, wohlgemerkt, dass dann auch noch neue Leute drauf stoßen können. Und was bedeutet das für dich als Künstler oder Künstlerin, dass man dann einfach nicht so schnell aufgeben mit seinem Albumprojekt, wenn es dann draussen ist. Weil was ich jetzt noch sehr oft beobachte, in der Schweiz glaube ich, bei ganz vielen, ist, dass man halt sehr, sehr, sehr viel Zeit vor dem Release investieren, also eben mit allem, was im Studio abgeht, Mix, Mastering, Beats, Selecten, alles so, dass man halt mega intensiv vor dem Release arbeiten, aber dass man für nach dem Release nicht so viel geplant hat. Und vor dem Release kommen halt dann ganz oft, eben auf das können sich jetzt auch die meisten Schweizer einigen, sage ich mal, der Standard, der langweilige Standard ist so, ja, ich bringe eine Single-Auskopplung oder vielleicht 2 Single-Auskopplungen, eine mit Video, vielleicht wenn das Budget reicht, machst du eine zweite mit Video. Und das bringt man halt alles vorher und dann kommt das Album raus und dann an dem, wo man es am einfachsten kann sehen kann, ist, wenn man dann auf den YouTube-Channel würde gehen von dieser Person und man sieht einfach, all die Musikvideos sind vor dem Album-Release passiert und vielleicht eben das höchste von den Gefühlen ist, dass nach dem Album-Release, vielleicht 2-3 Wochen danach, sage ich jetzt einfach mal als Beispiel, kommt nochmal ein letztes Musikvideo raus und dann einfach 5 Monate nichts mehr. Und eben das ist dem zu schulden, sage ich mal, dieser alten Mentalität, aus so CD-Verkäufen, wir müssen vor allem viel in der ersten Woche reinpacken, dass das halt knallt in den First Week Sales, aber das funktioniert im Streaming einfach nicht mehr. Und wenn euch das Thema interessiert und ihr überlegt euch, etwas in die Richtung zu machen, kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen, halt den Longtail sich anzuschauen. Alles, was nach dem Release passiert.
dort kannst du eine gewisse Qualitätssteigerung aufbauen mit deiner Kommunikation und wie du das Album verwerten. Und dort gibt's noch in der Schweiz, sage ich jetzt einfach mal spontan, gibt's noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Weil die meisten hören eben nach 5-6 Wochen, hören die meisten auf kommunizieren und dann hört man nie mehr etwas von dem grösseren Projekt, das man rausbringt. So. Und ich weiss jetzt nicht, ob das der Standard sollte sein, auf das sich die Schweiz einigen tut. Aus dem Grund, wenn sich gewisse Leute fragen, habe ich auch teilweise gewisse Stories gebracht, wo ich euch Albenprojekte zeige aus der Schweiz, wo bis zu 50 Wochen in den Charts sind. Und das sind Schweizer Künstler, wohlgemerkt. Das sind nicht irgendwelche internationale Stars, von denen ich dann rede. Aber die Beispiele zeigen euch ja, um da ein bisschen die Langfristigkeit dahinter zu zeigen. Die es richtig machen, die spielen mit dem so fest oder können so gewisse Kommunikationspläne so lang strecken und so viel Content machen und haben vielleicht auch noch Ideen danach, dass sie das im Idealfall 30, 40 Wochen können weiter kommunizieren oder irgendetwas haben, mit dem sie Aktivitäten können machen. Und ich weiss, wenn mir dann Leute sagen, ja, aber Alex, gewisse Beispiele, die mir gezeigt hast, ich weiss schon, was dann in den Köpfen der Leute vorgehen kann. Dann sagen die, ja, aber die Beispiele, die du gezeigt hast, mit 50 Wochen in den Charts, das sind Major-Label-Künstler oder Projekte. Das mag sein, dass ein paar von denen dann über grössere Major-Labels rauskommen, die einfach mehr Ressourcen haben so, und auch mehr Budget haben. Aber es ist auch kein Geheimnis und das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich kann es jetzt, in diesem Stream kann ich es jetzt nicht gerade so belegen, aber ihr hört das jetzt von jemandem, der vorher in der Major-Welt gearbeitet hat, und es würde auch Industrieleute geben, die bestätigen, was ich sage, dass es auch kein Geheimnis ist, dass du nicht 50 Wochen ein Album künstlich in den Charts kannst behalten. Darum, wenn ich, also künstlich meine ich jetzt damit einfach Budget reinpumpen, Werbebudget, so meine ich künstlich. Darum rede ich halt oft von organischem Konsum, Langfristigkeit, weil die grossen Themen, die es dann schaffen, 20, 30 Wochen in den Charts zu bleiben oder vielleicht irgendwann nochmal reinzukommen, das sind halt meistens die Themen, die halt mit einem organischen Konsum arbeiten. Haben die auch oftmals recht grosse Ressourcen im Hintergrund? Ja, Haben die vielleicht Kommunikationsprofis im Hintergrund, die ihr nicht habt, als eigenständige Künstler oder Künstlerinnen draussen? Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe einfach gelernt, du kannst nicht künstlich etwas so lange in den Charts behalten. Das geht einfach nicht. Auch in der Schweiz nicht. Das ist in der Schweiz nicht das ist nicht anders. Und ich fände es einfach ein bisschen schade, wenn der Anspruch von den meisten Newcomer, sage ich jetzt mal, wenn wir es von dem Thema jetzt haben mit Alben und wie kann man die jetzt im Streaming-Zeitalter präsentieren und wie kann man dort irgendwann vielleicht auch chartfähig werden oder ein Album haben, das ein bisschen mehr abgeht. Ich fände es einfach schade, wenn der Anspruch bei den meisten Independent-Künstlern dort stehen bleibt, dass man einfach eine geile erste Woche hat, dass nachher auf Instagram kann schön kommunizieren, dass man sagt, ja, man ist jetzt auf Top 10 gegangen in den Charts und dann fliegt das nächste Woche irgendwo auf 55 in den Charts, die übernächste Woche, die dritte Woche geht es auf irgendwie 88 und die vierte Woche ist es wieder aus den Charts draussen und dann, weil das in sich selber ist nicht etwas Schlimmes. Achtung jetzt. Das ist wichtig. Ich glaube, das haben ganz viele eben noch nicht geschnallt. Eben wegen dem Streaming und Langfristigen. Dass es jetzt in der 4. Woche, dass man vielleicht eine starke erste Woche hat und das Album am Anfang fest kommuniziert worden ist und dann geht's runter, die Kurve, sage ich jetzt einmal. Ich habe das jetzt wie so eher aus der Chart-Perspektive erklärt, aber man kann das auch in den Analytics selber nachschauen. Es wird die Kurve am Anfang hure raufgehen und nachher wird sie runtergehen. Bedeutet das nicht, dass sie nachher nicht 8 Wochen danach oder vielleicht auch 15 Wochen nach Release nicht sogar auf ein noch grösseres Niveau kann gehen als der Konsum am Anfang. Versteht ihr ein bisschen, auf was ich raus will? Ich hoffe, das macht ein bisschen Sinn. Ich kann jetzt da natürlich keine Analytics zeigen, sonst würde es ein bisschen einfacher erklärbar sein. Aber ich glaube fast, ich tue jetzt mal den meisten Zuschauer und Fans vom Cola-Podcast dazu muten, dass sie ein bisschen verstehen, auf was ich jetzt da raus will. Weil wir haben ja auch genug Zeit gehabt.
zum uns das ein bisschen beibringen oder lehren. Der Ramon Stettler schreibt da, und wenn euch noch etwas dazu einfällt, für die Leute, die da jetzt noch den Livestream mit beobachtet, willkommen, bringt sehr gerne Input auch noch in den Chat, dann kann ich auch ein bisschen darauf eingehen, auf das, was ihr so davon haltet, ob ein Album heutzutage im Streaming Sinn macht, wie fest es Sinn macht, wie man das kann präsentieren vielleicht auch so. Das ist ja jetzt eher eine gefreestyletere Folge. Aber nochmal, es geht mir nicht darum, Gegenargumente zu bringen, dass es nicht, dass heutzutage, dass es nichts mehr bringt, ein Album rauszubringen. Nicht, dass mich die Leute da falsch verstehen. Ich bin überhaupt nicht der Meinung. Ich habe das Gefühl, ein Album hat immer noch eine sehr starke Berechtigung, auch im Streaming-Zeitalter. Wenn ihr das jetzt von jemandem hören wollt, der sich halt den lieben langen Tag mit dieser Materie auseinandersetzt. Nur stimmt das, wenn jetzt diesen neuen Leuten, die das aufgefallen sind oder die teilweise dem Feed zuschauen und sich für das Thema interessieren, dann stimmt das, wenn das den Leuten auffällt, dass halt im Streaming, weil das so mit Playlists aufgebaut worden ist, die ganze Welt rundum um Streaming, dass es nicht so viele Flächen gibt, wo man halt Alben kann präsentieren kann und dass wegen dem halt auch automatisch die Leute mehr einzelne Tracks hören in gewissen Playlists, anstatt weil man sagt ja, im internationalen Bereich ist dann irgendwann einmal der Satz gekommen, vor langem, wo es da angefangen hat mit Streaming, dass wie so Playlist das neue Album geworden ist. Das glaube ich jetzt auch noch nicht, oder das denke ich jetzt nicht, aber es ist wie so halt, der Wandel ist dort angegangen, dass sich halt die meisten Konsumenten, weil sie bequem sind, wenn sie sich halt eher eine grössere Playlist anschauen, anstatt jetzt ein Albumprojekt. Das ist aber historisch nicht fest anders gewesen früher, weil wenn man das jetzt vergleicht, auch mit CD-Verkäufen oder früher so physisch, kann man auch verstehen, dass selbst wenn du die CD gekauft hast oder das ganze Album gekauft hast oder abgeladen hast, kann es trotzdem sein, dass du nur 2 Songs oder so von dem Albumprojekt gelost hast, intensiv, und die anderen Songs hast du wie so geskippt. Der einzige Unterschied ist heutzutage mit all den Analytics, die man hat, mit den Streaming Analytics, weiss man halt ganz genau, welche Songs abgehen von einem 10-Track-Album. Das hat man früher bei so einem CD-Kauf, bei so einem einmaligen Download, hat man das wieso nicht gewusst. Weil man nicht gewusst, was der Konsument nachher daheim hört, welchen Track er die ganze Zeit hört, von einem Album. Und man hat es dann nur erfahren, wenn sie dann bei den Live-Shows die Konsumenten dann auf den Künstler getroffen sind und der Künstler dann wie so gemerkt haben, okay, der eine Track geht mehr ab als der andere Track von dem Album. Und heutzutage ist das auch relativ einfach zu ermitteln, dass man einfach herausfinden kann, ja gut, okay, was ist der meistgestreamte Song vom Album, was ist der zweitmeistgestreamte, der drittmeistgestreamte, und das bringt sogar noch mehr Chancen eigentlich, wenn man das ein bisschen richtig ausnutzen tut, sage ich mal langfristig. Genau. Der M schreibt da, M041 schreibt 55, 88 raus. 88 sind etwa 5 verkaufte. Für die das nicht so verstehen, auf was der M da raus will mit diesen 5 verkauften. Wir haben ja vorher ein bisschen von der Hitparade geredet oder von den offiziellen Charts in der Schweiz. Und dass, ja, dort auf dem unteren Niveau, sage ich mal, irgendwo in der Rang 80 bis 100, dass es halt nicht mehr so viele Einheiten im Moment zumindest, das kann sich immer von Woche zu Woche ändern und es wird natürlich immer ein bisschen schwieriger in der Zukunft jetzt mit mehr Konsum, der dazukommt. Aber dort in der unteren Rang sind es dann nicht mehr so viele Einheiten, die man braucht. Und das Beispiel, der No Mondetto ist auch noch da, für die da jetzt nachträglich noch zuschauen, für die letzten 15 Minuten. Wir reden, wie gesagt, ein bisschen darüber, was für eine Berechtigung ein Album hat im Streaming-Zeitalter. Ich gehe das, wie gesagt, nicht gross hinterfragen. Ich finde, das Album hat immer noch, wenn ihr meine Meinung wollt wissen, das Album hat immer noch eine sehr, sehr starke Berechtigung, auch im Streaming-Zeitalter. Es ist sehr individuell, von Künstler zu Künstler unterschiedlich. Wenn man halt eben ein Künstler ist, wo halt alles auf Track-Basis aufbaut, ist das auch fair. Dann muss man sich aber auch nicht ein bisschen wundern, dass die meisten Leute halt, also ihr müsst euch wie so denken, einfach gesagt, die meisten Leute schalten immer für das ein, was man auch am meisten präsentiert.
auf seinem Artist-Profil. Sprich, sagen wir jetzt auch mal als Beispiel, weil das gibt es auch in der Schweiz, dort gibt es auch ein paar Leute jetzt, auch im urbaneren Bereich, im Hip-Hop-Bereich, wenn du den ganzen Tag nur Abtempo Dancehall-Nummern bringst und die Leute wegen dem subscriben, dann ist das gut, dann dürfen wir sich aber nicht wundern, wenn man nachher einen Slow Jam, irgendeine langsamere Nummer bringt, wo vielleicht eher ein bisschen R&B angehaucht ist, sage ich jetzt mal, wenn wir uns im Hip-Hop-Genre noch befinden. Aber das geht auch im Pop ist genau das Gleiche, oder in anderen Genres genau das Gleiche, im Rock, Heavy Metal und so, Indie Alternative, dass wenn man halt einen Stil die ganze Zeit repetiert oder präsentiert, dann muss man sich nicht wundern, dass die Konsumenten, die wegen dem einschalten, plötzlich nicht mehr einschalten oder das nicht so abfeiern, wenn du halt irgendwie die ganze Zeit nachher nur noch langsamere Nummern bringst oder irgendwie Nummern in einem anderen Style. Und mit Alben und Singles, wenn man sich jetzt wieder die Frage stellen, ja, ich will ein Künstler sein, der die ganze Zeit einen Song nach dem anderen bringt, oder ich will eher ein Künstler sein, der ganze, vollständige Projekte bringt, ist das sehr ähnlich, sind das ähnliche Mechanismen bei den Fans oder bei den Konsumenten, dass man sich halt daran gewöhnen muss. Wenn du jetzt, wie gesagt, als Newcomer gerade von Anfang an startest mit grösseren EPs und Alben, kann man das machen. Dann muss man aber den Kompromiss am Anfang eingehen, dass nicht so viele Leute das vollständige Projekt würden anschauen. Aber wer weiß, es kann dann sein, dass, weil man das von Anfang an konsequent durchgezogen hat, mit grösseren Projekten, gerade wirklich, ich rede da von Beispielen, wo wie bei 100 Monthly Listeners anfangen, wo so zwischen 50 und 100 Monthly Listeners sind. Also wirklich ganz, ganz klein, so die Unterschicht von der Künstlerlandschaft Schweiz. Und wenn man dort schon anfängt, mit grösseren Projekten oder irgendeinem 10-Track-Albumprojekt kann man das machen. Dann muss man aber einfach wie so ein bisschen das kurzfristige wegdenken, dass am Anfang noch nicht so viele Leute oder sich vielleicht erst einen Song rauspicken aus dem Album, den sie geil finden. Aber weil man das vielleicht von Anfang an so aufzieht, kann das sein, dass in 3-4 Jahren die Leute sich so fest an das der Künstler oder die Künstlerin präsentiert Alben und eher vollständige Projekte, kann das sein, dass du viel mehr Die-Hard-Fans hast, die halt ganze Projekte von dir hören. Und wenn ihr dann so Beispiele seht in Amerika, wo dann plötzlich droppen und dann ist die Position 1 bis 15 in den Charts, in den Streaming-Charts, irgendwie von einem von diesen Streaming-Anbietern, ist dann Position 1 bis 15 oder bei den Franzosen sieht man das auch oft, wenn die Franzosen releasen und dann die Schweizer Charts anschaust, die Streaming-Charts, dass dann 1 bis 15 alle Tracks sind. An dem sieht man das, ist das ein Beweis, dass halt nach wie vor auch Alben gelost werden in einem Streaming-Zeitalter. Weil für die dann sagen, ja, aber sind ja nur noch Tracks und es lohnt sich eben, wie gesagt, es lohnt sich gar nicht mehr, ein Album zu droppen. Beobachtet sonst einmal als kleiner Tipp, so für euch, wenn ihr die Übung machen wollt, beobachtet einmal, wenn das nächste Mal ein grösserer französischer Künstler released oder ein grösserer Ami-Künstler oder jemand aus Deutschland, auch von mir aus so, jemand, der schon eine grössere Fanbasis hat und dann beobachtet mal, was in den Streaming-Charts von den drei grossen Plattformen, was dort abgeht. Auf YouTube wird man dann meistens feststellen, dass dort nur immer das Musikvideo abgeht, weil die meisten im deutschsprachigen Raum haben sich halt wieso noch nicht mit dem angefreundet, dass man alle Tracks immer auf seinem Channel bringen, so, aber das ist eine Diskussion für ein anderes Mal so. Leute, aufmerksame Beobachter von dem Collab-Podcast wissen auch, was ich davon halte, mit YouTube und Audio-Tracks aufladen oder auf den Channel noch drauf tun zusätzlich. Aber was man sehen bei Spotify und Apple Music ist, dass dann bei grösseren Künstlern meistens halt in irgendeiner Form das ganze Album präsent ist in diesen Streaming-Charts und das ist wie so ein Nachweis, dass es nach wie vor noch Konsumenten oder Hörer da draussen gibt, die sich halt auch ganze Alben reinziehen und nicht nur ein Track. Nur ist das ein sehr kleiner Teil von dieser Fanbasis meistens. Das wird wahrscheinlich oftmals der Fall sein, dass nur die Die-Hard-Leute sich nachher wirklich Zeit nehmen, also Die-Hard-Unterstützer, so die
die von Tag 1 bei dir dabei gewesen sind und die dich irgendwie gut kennen, dass die dann meistens nur die sind, wo sich ein ganzes Albumprojekt anschauen. Weil die meisten, die einfach dazugekommen sind, wegen irgendeiner grösseren Single, die bei dir abgeht, das ist auch in der Vergangenheit so gewesen und das hat sich heutzutage nicht so fest geändert mit dem Konsumentenverhalten. Die werden dann meistens nur wegen dem einen Song oder vielleicht im besten Fall wegen einem zweiten Song einschalten und bei dir sein. Und im Idealfall kannst du die vielleicht noch nicht ganz überzeugt sind, sage ich mal, ein ganzes Album von dir zu hören, wie wir es heute von dem Thema haben, die halt noch nicht überzeugt sind, die kann man in einem Idealfall irgendwann einmal zu dem Punkt bringen oder genug überzeugen, dass sie sich dann ein ganzes Album von dir anhören werden. Und ihr wisst es vielleicht selber dann auch, Leute, die viel privat natürlich Musik hören, die da dem Channel zuschauen oder die Episode anschauen. Ich kenne das von mir auch, so im Selbstexperiment, dass es schon vor kann kommen, dass sich ein Künstler irgendwann so mir ans Herz gegangen ist, dass ich später dann nachträglich ein ganzes Albumprojekt anschaue. Aber vielleicht am Anfang, wenn ich zum ersten Mal von dem Künstler gehört habe, vielleicht halt noch nicht. Und das ist halt immer ein bisschen auch eine Frage, wie viel Überzeugungsarbeit tut man dann leisten. Und man darf sich halt, wie gesagt, einfach nicht wundern, wenn man halt nur die ganze Zeit einen Song nach dem anderen bringt, dann, so wie das oftmals jetzt in Deutschland passiert, mit ihrem Big Business, was sie dort haben, und wenn man die Strategie würde auch in der Schweiz anwenden, dann dürfen wir sich einfach nicht wundern, wenn man jetzt 10 Tracks, sage ich jetzt einfach mal, hintereinander bringt. Das ist jetzt ein sehr überspitztes Beispiel so. Wenn man jetzt aber 8 bis 10 Tracks alle hintereinander bringen, in einem Zeitraum von so 5, 6, 7 Monaten. Aber das ist, wie gesagt, eben das ist jetzt sehr übertrieben, das Beispiel. Geht jetzt nicht darum, dass ich sagen würde, ich würde das empfehlen, so. Aber sagen wir, man würde das so machen, wie das jetzt teilweise bei den Deutschen passiert, dann dürfen wir sich einfach nicht wundern, dass man die Leute irgendwann nach dem 8., 9. Track so fest erzogen hat dazu, dass, weil du so kurzfristig vielleicht die Tracks die ganze Zeit hintereinander released hast, dass sie dann immer gerade sofort werden, 1, 2 Wochen später in den Comments vielleicht irgendwann sagen, hey, wann kommt der nächste Track? Hey, das war geil gewesen, ich habe das schon durchgelost. Weil genau diese Problematik, sage ich mal, oder diese Herausforderung hat jetzt gerade Deutschland. Die haben jetzt sehr, sehr lang, und vielleicht wird das jetzt Sinn machen, wenn ich den Kreis schnell schliesse, so für die ganze Episode, aber auch, dass ihr das versteht, die haben halt sehr lang, und das geht eben genau in das rein mit Alben und wie verhaltet sich ein Album, der Albumkonsum im Streaming, die haben halt extrem lang immer einen Song nach dem anderen jetzt gebracht und jetzt, sage ich jetzt mal, nach 2 Jahren, indem man das intensiv gemacht hat, merkt man halt, dass die Konsumenten plötzlich nicht mehr mitspielen oder dann ein Album released wird und nach 2 Wochen die Konsumenten dort schon sagen, das Album ist alt. Dabei ist das total lächerlich. Also die jetzt ein bisschen verstehen, was ich meine mit dem, dass es lächerlich ist so, du kannst ja nicht 1, 2 Wochen ist niemals genug Zeit, um zu sagen, man hat ein Album, auch ein Schweizer Album, in dem ganzen, sage ich mal, in der ganzen Präsenz und alle Facetten von dem Album schon kennengelernt und alle Songs kennt man richtig, da reichen ja niemals 2 Wochen oder 3 Wochen. Ein Album ist ja so wie keine Ahnung, ein guter Wein oder so. Vielleicht hinkt jetzt der Vergleich ein bisschen, aber so ein guter Wein, so ein guter Wein, der gut altern tut, sage ich jetzt auch mal. Und aus dem entsteht ja dann oftmals so, dass es wird ein Klassiker oder so etwas. Vielleicht muss man sich abschliessend gesagt, müssen sich die Schweizer Künstler daraus einfach auch ein bisschen mehr darauf besinnen, dass man mehr nicht an so Feuerwerk schaffen tut, nur so 2 Wochen Feuerwerk, sondern halt auch mehr den Anspruch noch hat, Klassiker halt auch zu entwickeln, die halt für die nächsten 8, 9 Monate oder 2 Jahre weiter streamen, sage ich jetzt mal. Dass das nicht einfach ist, verstehe ich auch und
das ist sehr einfach gesagt, aber sehr schwierig zum Umsetzen, dass du ein Album hast oder ein grösseres Projekt, wo langfristig streamt oder wo länger streamt, aber einfach, dass ich auch ein bisschen dort Inspiration kann geben oder für die spontane Folge jetzt eher, wo da passiert ist, das sollte auf jeden Fall der Anspruch sein, denke ich mal in der Zukunft, dass man halt dort ein Projekt schafft, wo man halt nachher nicht nach einem Monat schon aufhört zu kommunizieren und nachher hört man nie mehr etwas von diesem Projekt, sondern dass man dort nachhaltig und langfristig sich auch etwas überlegt, weil ich erkläre mir es dann immer so ein bisschen aus Musikmarketing-Sicht, das schuldet er auch sozusagen diesen Tracks. Weil es wäre schade drum, wenn man dann eben die ganze Zeit im Studio war, sich 10 Tracks da angebaut hat, an denen man mega lang gearbeitet hat. Und nachher hört man schon nach 4-5 Wochen auf kommunizieren, dass, da schuldet man ein bisschen mehr diesen Songs, sage ich jetzt einfach mal. Aber wie gesagt, es ist jetzt dann nicht so, dass man heutzutage, finde ich jetzt, dass man das soll hinterfragen, ob es bringt, das Album zu pushen im Streaming oder nicht, beziehungsweise ob man überhaupt das Album soll releasen. Ich finde, das ist noch sehr, sehr berechtigte Strategie. Vielleicht muss man aber den Zeitpunkt muss man sich gut überlegen, sage ich einfach mal. Oder wenn man dann irgendwann einmal will mit einem Album starten. Aber auch das kann sein, dass man es vielleicht halt gerade von Anfang an so macht. Und dann sieht es dann in 3-4 Jahren, nachdem man halt ein paar Projekte rausbringt, sieht es halt schon ein bisschen anders aus. Da fallen mir jetzt aber spontan noch irgendwie 1000 andere Sachen ein und vielleicht gibt es dann irgendwann mal ein Part 2 zu dem. Alben im Streaming-Zeitalter, das ist jetzt vielleicht so ein Teil 1 gewesen, sage ich mal, von dieser Episode. Aber ja, für die da jetzt noch zugeschaut haben, danke vielmals fürs Zuschauen, die da eingeschaltet haben live. Und für alle, die es verpasst haben, werdet ihr das dann auch auf dem Cola-Podcast auf dem YouTube-Channel sehen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Auch die da im Chat mitgemacht haben und ein paar Inputs gebracht haben, bin natürlich immer sehr, sehr froh darüber, wie ihr wisst. Dann muss ich auch ein bisschen weniger reden und kann auch die Community ein bisschen schwätzen lassen, sage ich einfach mal, oder ihre Meinungen da in die Runde bringen. Darum danke vielmals fürs Mitmachen und man sieht sich beim nächsten Mal.